Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrter Herr Mattis, sehr geehrter Herr Jakob, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, wir begrüßen Sie erneut zu diesem Point de Presse mit Fachexperten des Bundes zum Thema Coronavirus. Ich erinnere Sie daran, dass am Mittwoch eine Bundesratssitzung stattfindet und wir einen nächsten Point de Presse auf Fachebene am Freitag um 14 Uhr vorsehen. Somit gebe ich das Wort an Herrn Mattis. Ja, besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wie sieht die Situation an der Covid-Front aus? Die Fallzahlen nehmen weiterhin deutlich und rasant zu. Weltweit sprechen wir aktuell von 2,4 Millionen bestätigten Covid-Erkrankungen. Leider sind inzwischen 165.000 Todesfälle weltweit zu beklagen. Als absoluter Hotspot nach wie vor die USA. Hier haben wir inzwischen gut 3/4 Millionen Fälle, 40.000 Todesfälle inzwischen. Die Fallzahlen nehmen in den USA weiter rapide zu. Von gestern auf heute sind 25.000 bestätigte Fälle dazugekommen und nach wie vor 1.500 Todesfälle. Wie sieht es in Europa aus? Auch hier nehmen die Zahlen weiter zu. Die Geschwindigkeit hat allerdings abgenommen. Dies ist sowohl in Italien als auch in Deutschland zu sehen. Österreich erstmalig unter 100 bekannten Neuansteckungen. Von gestern auf heute sind in Österreich noch 78 bestätigte Fälle dazugekommen. In Frankreich die Situation ein bisschen schwierig zu interpretieren. Hier sind die Zahlen sehr volatil. Es gibt auch Nachmeldungen, aber in Italien, Deutschland und Frankreich sind wir in der Grössenordnung von gut 150.000 bestätigten Fälle. Die Todesfallzahlen schwanken deutlich. Haben wir in Italien 23.000, sind es in Deutschland nur knapp 4.000 Fälle. Neben den genannten Ländern vielleicht darauf hinweisen, dass in Russland die Fallzahlen beängstigend schnell zunehmen. Wir haben von gestern auf heute eine Zunahme von gut 6.000 Fällen gehabt. Russland ist inzwischen auf gut 42.000 Fällen angelangt. Wenn wir in den asiatischen Raum schauen, hier eher beunruhigend, dass die Fallzahlen in Singapur, dass den Ausbruch lange durch harte Maßnahmen hat steuern können. Steuern insofern, dass die Zunahme der Fallzahlen auf einem sehr geringen Niveau gehalten werden. Hier nehmen die Zahlen deutlich zu. Singapur hat seit gestern knapp 600 neue Fälle gehabt. Sie waren lange Zeit auf einem wesentlich tieferen Niveau. Es ist davon auszugehen, dass in Singapur die Schraube, was die Maßnahmen angeht, jetzt erneut angezogen wird. Ebenfalls Zunahmen, die wir lange so nicht gesehen haben, in Japan zu beobachten. Auch hier sind gut 500 Fälle dazugekommen. Japan, das sehr früh betroffen war, Sie erinnern sich sicher noch, hat es bis anhin geschafft, auf knapp 10.000 Fälle seinen Ausbruch zu limitieren. Das ist die Situation auf internationaler Ebene. Wie sieht es in der Schweiz aus? In der Schweiz haben wir inzwischen 225.000 Personen labordiagnostisch abgeklärt. Knapp 28.000 positive Fälle sind in der Schweiz zu verzeichnen und in unserem Land inzwischen 1.142 Todesfälle. Total mussten bis anhin gut 3.300 Personen hospitalisiert werden. Die Zahlen sind weiter rückläufig. Ich denke, das darf man sagen. Sie sind in den letzten Tagen sind sie so zwischen 200 und 400 Fällen hat es geschwankt, aber es ist doch eine Tendenz zu einer weiteren Abnahme zu sehen. Wir sehen das auch in den Todesfällen und wir sehen, dass erstmals jetzt auch eine zunehmende und anhaltende Abnahme auf den Intensivstationen hatten wir noch in den letzten
2 Wochen 400 Patienten auf IPS-Stationen. So hat sich das jetzt inzwischen doch reduziert. Aktuell, das ist Stand heute, waren noch gut 260 Personen auf Intensivstationen in Pflege. Also wir sprechen hier nur von den Covid-Patienten. Das die aktuelle Situation. Die Herausforderungen im Moment sind sicher die Vorbereitung der Lockerungsmaßnahmen, die Begleitung der Lockerungsmaßnahmen von Seiten BAG mit allen involvierten Partnern. Es geht ja jetzt darum, die nötigen Schutzkonzepte eben auch umzusetzen in den Branchen, die nötigen Konzepte zu erarbeiten, damit dann per 27. April die ersten Lockerungen in Kraft treten können. Der Bundesrat hat ja hier die Etappen bereits vorgegeben. Das sind sicher die Herausforderungen. Diese Lockerung vorzubereiten, das Schutzniveau möglichst aufrechtzuerhalten, dass es eben nicht zu einer erneuten Anstieg von positiven Tests in der Schweiz kommen würde. Damit hätte ich meine Ausführungen geschlossen. Vielen Dank, Herr Mattis. Herr Jakob. Besten Dank, Frau Eggenberger, geschätzte Damen und Herren. Ich hätte ein paar Informationen für Sie zur Lageanalyse im Tourismus. Der Tourismus wurde von der Corona-Pandemie, wie Sie alle wissen, besonders hart, besonders stark betroffen. Das spiegelt sich auch in den beantragten Kurzarbeitsentschädigungen wie auch in den Covid-Krediten. Wenn man die Nachfragerückgänge in diversen Branchen vergleicht, dann sind leider die touristischen Teilbranchen, Gastronomie, Reisebüros, Hotels, Bergbahnen auf den Spitzenplätzen. Also da ist ein minus 80% bis minus 95% Nachfrageeinbrüche im Vergleich zum Vorjahr. Also die Nachfrage ist wirklich hier regelrecht eingebrochen und auch die touristischen Unternehmen mussten Stornierungswellen verzeichnen. Neue Buchungen hingegen bleiben fast gänzlich aus. Die Krise im Tourismus betrifft, wenn man es vergleicht, wir haben Sie vielleicht auch noch in Erinnerung, die letzten Tourismuskrisen auf der Basis des starken Schweizer Frankens, Zweitwohnungsinitiative und so weiter. Das betraf damals vor allem auch den alpinen Tourismus. Heute ist sowohl der Geschäftstourismus wie der Ferientourismus, Bergregionen wie auch Städte, eigentlich die ganze Bandbreite der touristischen Anbieter sind da betroffen. Wir SECO gehen davon aus, dass sich der Tourismus erst in der zweiten Jahreshälfte vielleicht zögerlich und erst 2021 allmählich erholen wird. Für den internationalen Tourismus gehen wir nicht davon aus, dass eine Erholung schon im 2020 zu verzeichnen ist, sondern tendenziell eher zweite Hälfte 2021. Eine gänzliche Normalisierung der Nachfrage- und Umsatzentwicklung dürfte aber erst im Jahr 2022 erreicht werden. Mir ist auch zu bedenken, dass die touristischen Unternehmen häufig sehr viel kleinere Margen haben wie in anderen Bereichen. Es ist auch verzögernd, kommt hinzu, dass Verträge mit internationalen Tour-Operator und so weiter, die sind schnell gekündigt, aber wieder neue quasi zu etablieren, auszuhandeln, das braucht ein bisschen länger Zeit. Und dann kommt noch ein psychologischer Faktor dazu. Es wird wahrscheinlich auch noch auf der Seite der Konsumenten, der Touristen noch längere Zeiten brauchen, bis auch die Unsicherheit über die gesundheitlichen Risiken überwunden sind und wieder mehr wirklich auch gereist wird. Ein weiterer Punkt ist, dass zu erwarten, dass mit den wirtschaftlichen Einbrüchen in wichtigen Herkunftsmärkten der starke Schweizer Franken wieder vermehrt negativ zu spüren sein wird. Das SECO geht zurzeit für den Schweizer Tourismus von einem Umsatzrückgang für 2020 in der Größenordnung von 25 bis 35% aus für dieses Jahr, aber dies auch nur unter der Voraussetzung, dass die sanitarischen Maßnahmen jetzt sukzessive gelockert werden können und keine größeren Rückfälle zu gewärtigen sind. Welche Maßnahmen wurden bis jetzt ergriffen? Das SECO ist in konstantem Kontakt, nicht erst seit der Corona-Krise, mit den Tourismuspartnern. Wir haben zur Umsetzung der beispielsweise Tourismusstrategie 2017 haben wir eine Begleitgruppe Tourismus installiert
mit den wichtigen Branchenvertretern, mit den Kantonen, mit Wissenschaft, mit Unternehmensseite. Auch dieser Austausch bleibt bestehen und wird fortgeführt in dieser Zeit. Generell kann man sagen, dass eigentlich die Maßnahmen, die der Bundesrat ergriffen hat, Liquiditätshilfen und Kurzarbeit, die stehen auch dem Tourismus offen, selbstverständlich, und werden vom Tourismus, von den touristischen Unternehmen auch stark genutzt. Spezifisch wurde dann noch kleinere Maßnahmen im Bereich der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit, SGH, und der neuen Regionalpolitik beschlossen. Die SGH gewährt eine einfache Sistierung der Amortisationen für Darlehen in Hotelinvestitionen, welche die Beherbergungsunternehmen in den letzten 2 Jahren aus dem eigenen Cashflow finanziert haben. Der Bundesrat verzichtet dafür auf eine noch fällige Zahlung eines Restbetrags eines vormaligen Kredits von 5,5 Millionen an die SGH. Im Rahmen der neuen Regionalpolitik sind zurzeit Bundesdarlehen in der Höhe von 35 Millionen Franken in Projekte investiert, und davon sind rund 60% dieser Projekte sind im Tourismusbereich anzusiedeln. Um die Liquidität der Darlehensnehmer zu stärken, hat der Bund die Kantone ermutigt, Anträge der Projektträger um Stundung der Amortisationen bei SGH, bei der NRP flexibel und unbürokratisch zu genehmigen und bei Bedarf auch die Darlehenslaufzeiten zu verlängern. Die Beurteilung der Anträge von Schweiz Tourismus, die jetzt auch gerade in den Sonntagsmedien und in den letzten Tagen auch Diskussionsstoff gegeben haben, kann ich so viel sagen, dass SECO prüft die Optionen für die Phase der Transition und der Erholung. Das heißt, Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus nach Abklingen der aktuellen Krise werden zurzeit von uns geprüft und evaluiert, zusammen mit den Partnern. Dazu zählt vor allem auch das Impulsprogramm von Schweiz Tourismus. Ich habe es erwähnt, zur Wiederbelebung der touristischen Nachfrage. Schweiz Tourismus hat hier einen entsprechenden Antrag auf eine Zusatzfinanzierung von 40 Millionen erarbeitet und in die Diskussion gebracht. Dieser Antrag ist auch heute und morgen in den beiden WAC-Sitzungen Gegenstand der Diskussion und wird selbstverständlich auch von uns geprüft. Ein solches Programm zur Nachfrageförderung, das jetzt auch Schweiz Tourismus skizziert hat, müsste natürlich in einer ersten Phase vor allem auch auf die Förderung des Binnentourismus abzielen. Also die Promotion von Schweiz-Ferien spielt hier natürlich eine wichtige Rolle und eine prioritäre Rolle, oder zumindest auch kurzfristig betrachtet. Hier muss man aber auch sagen, ist der richtige Zeitpunkt, wenn man damit startet, eine gewisse Herausforderung. Kommt eine solche Maßnahme, Promotion Schweiz, Ferien, zu früh, wenn die Leute noch Angst haben, gar keine Lust haben, irgendwo sich von zu Hause wegzubewegen, allzu weit, dann verpufft die Wirkung. Es braucht Vertrauen, es braucht Zuversicht und es braucht die Erfahrung auch, dass die entsprechenden Schutzkonzepte im Tourismus wirken. Die internationalen Märkte können eigentlich erst dann bearbeitet werden, wenn die gesundheitlichen Rahmenbedingungen es zulassen und Reisebeschränkungen aufgehoben worden sind. Das geht noch eine gewisse Zeit. Man kann aber schon heute sagen, dass Schweiz Tourismus so oder so auch bei dieser Krise wie bei vormaligen Krisen eine lenkende und koordinierende Rolle in der Bewältigung dieser Krise spielen wird. Weiter sind verschiedene andere Maßnahmen in Prüfung, kurz-, mittel-, längerfristig. Kurzfristig ist vor allem zu prüfen, wie der Tourismussektor bei der Erarbeitung und der Umsetzung geeigneter Schutzkonzepte unterstützt werden kann. Seitens des SECO, das wissen Sie auch bestimmt, Direktion für Arbeit, werden Basisschutzkonzepte erstellt, aber nicht jetzt für einzelne Branchen, sondern für einzelne Tätigkeitskategorien. Hier braucht es dann noch die Arbeit auch der Branchenvertreter,
zusammen mit dem SECO dies auf die spezifischen Erfordernisse des Tourismus herunterzubrechen. Und das ist doch auch eine relativ komplexe Angelegenheit, weil der Tourismus ja bekanntlich eine Querschnittsbranche ist. Es bringt nichts, wenn man sagt, okay, das Bergrestaurant XY hat ab dann und dann offen, wenn man beispielsweise die Zufahrt über die Seilbahn, wenn das nicht geregelt ist. Also es brauchen hier verschiedene Schutzkonzepte, Hotellerie, Gastronomie, Seilbahnen, ÖV, die ineinander greifen, und erst dann wird eigentlich so die ganze Customer Journey, also eigentlich so der Ablauf einer Schweizreise auch akzeptabel und machbar für die Konsumenten. Hier sehen wir seitens SECO eine der dringendsten nächsten Aufgaben, die Branchen zu unterstützen, eben bei dieser Erarbeitung geeigneter Schutzkonzepte, und das im Zusammenhang modular für ganze Destinationen. Es wird dann in einer späteren Phase auch darum gehen, genügende Investitionstätigkeit gerade im Hotel- und Bergbahnbereich sicherzustellen. Das ist aber noch etwas, was dann erst ans Investieren denken die touristischen Betriebe zurzeit noch nicht. Vorerst geht es ums Überleben, aber nichtsdestotrotz müssen auch die längerfristigen Perspektiven, längerfristigen Maßnahmen jetzt erarbeitet werden. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Jakob. Herr Brigadier Droh. Mesdames et Messieurs, bonjour également de ma part. Guten Tag auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Vor etwa einem Monat war Mobilmachung und heute sprechen wir über eine Reduktion der engagierten Personen. Im Moment ist die Armee an den Grenzen und an den Botschaften. Etwa 750 Armeeangehörige sind dort. Die Qualität, also alles, was Schutz und Sicherheit angeht, wird nicht in Frage gestellt. Das werden wir nicht reduzieren können, denn die Gesamtheit der da engagierten Truppen braucht es da auch noch. Jetzt zur Qualität, also sanitarische Qualität. Das sind 3.800 Personen, die jetzt im Dienst sind oder zur Verfügung stehen. Heute haben wir 365 Anfragen bekommen. Davon gibt es 115, die am Laufen sind. Wenn wir also eventuelle Leistungsreduktionen angehen, dann betrifft das die 115 Umsetzungen, die es im Moment gibt. Diese 115 Engagements, das sind etwa 1.200 Armeeangehörige, die in der Tat engagiert sind. Sie können das schnell berechnen. 3.800 minus 1.200, das ergibt ein positives Delta. Das bedeutet also, dass wir im Moment zu viele Leute im Einsatz haben. Deswegen werden wir da einen Ausgleich schaffen. Und das haben wir bereits begonnen. Am letzten Wochenende, also am jetzt vergangenen Wochenende, haben wir aufgrund einer sehr klaren Liste und anhand sehr klarer Kriterien festgestellt, wer nach Hause darf. Und wir werden dann im Laufe der Woche uns konzentrieren auf die Durchdiener zum Beispiel, die ihren Dienst bereits geleistet hatten und die in den nächsten Stunden und Tagen eben ihren Dienst beenden werden. Im Moment geht es um 300 bis 400 junge Menschen, die wir nach Hause schicken können, zu ihren Familien, ihrem Studium, ihrem Beruf, zu ihren Verantwortungen im Zivilleben. Diese jungen Menschen kommen also nach Hause, aber etwas bleibt noch offen. Sie müssen nämlich zur Verfügung stehen, sollten wir sie brauchen. Und zwar innerhalb 24 Stunden müssen sie verfügbar sein. Das ist natürlich sehr kurz und das begrenzt gewisse Möglichkeiten in Sachen Studium und Beruf. Aber ich denke, das ist schon etwas Wichtiges. Wir werden Sie natürlich nicht um 9 Uhr früh anrufen und sagen, morgen um 9 Uhr früh müsst ihr da sein. Wir werden Sie vorher informieren. Es kommt darauf an, wer in welchem Spital war, und so werden wir Sie dann gezielt ankündigen, schon ein paar Tage vorher, dass wir vielleicht in ein paar Tagen auf Sie zurückkommen werden.
Jetzt zu den Rekrutenschulen. Da gibt es 60 Armeeangehörigen aus der Rekrutenschulen, die im Programm engagiert sind. Da gibt es Urlaub seit Dienstag nach Ostern und das ist natürlich eine schöne Sache für diese jungen Menschen, die endlich nach Hause dürfen. Und was so eben die Belegung in den Kasernen angeht und auch einfach die psychologische Stimmung, da ist das natürlich sehr gut. Jetzt zur gesundheitlichen Situation, auch sehr erfreulich, 221 Personen sind in Quarantäne. Das heißt minus 200 im Vergleich zur letzten Ankündigung. Dann gibt es 33 Personen, die isoliert sind. Das sind 55 weniger als bei der letzten Ankündigung. Und 66 Armeeangehörige wurden positiv getestet. Insgesamt sind dies also 100 Soldatinnen und Soldaten, die geheilt wurden seit letzter Woche. Da sieht man, das ist eine schöne Entwicklung, wie auch sonst in der Schweiz. Im Moment auf jeden Fall. Es ist also eine neue Phase angebrochen, die lang dauern wird. Und jeder ist da herausgefordert. Wir müssen aufmerksam bleiben, reaktiv, eben 24 Stunden Reaktionszeit. Auch gilt es, bescheiden zu bleiben, denn die Situation ist nicht völlig unter Kontrolle. Wir werden das von Woche zu Woche abschätzen müssen. Und wir sind alle froh, in sozusagen eine neue Normalität einzusteigen. Dann werden wir definieren müssen, was eine neue Normalität für die Armee bedeutet. Wie wird man Wiederholungskurse organisieren können, Rekrutenschulen. Das hängt natürlich immer von der Realität auf der Corona-Front ab. Wir nehmen nun gerne Ihre Fragen entgegen. Herr Grosjean. Ich habe eine Frage an Herrn Mathis. Eine Frage zu den Altersheimen. Wir haben gesehen, dass in Frankreich Maßnahmen getroffen wurden, dass 2 Personen aus der Familie in das Altersheim gehen dürfen, ihre Eltern besuchen und zwar keinen Körperkontakt, aber doch einen visuellen Kontakt haben dürfen. Wäre dies auch eine Möglichkeit für die Schweiz? Und wenn nicht, warum nicht? In Bezug auf die Besuchsverbote oder Besuchseinschränkungen in Heimen, Alters- und Pflegeheimen oder anderen Institutionen gibt es eigentlich keine neuen Empfehlungen oder Anpassungen diesbezüglich. Was wir gesehen haben inzwischen ist, dass es doch in einigen Heimen zu Übertragungen gekommen ist. Dass es hier auch zu schweren Verläufen gekommen ist, aber nicht nur. Auch unter älteren Personen wurden durchaus in Heimen Tests durchgeführt, wo gesehen wurde, dass die Personen praktisch asymptomatisch waren, also dass die Krankheitsverläufe nicht schwerwiegend waren. Aber es ist eine Frage, die man sicher auch im Hinblick auf eine zusätzliche Dauer der Maßnahmen sich anschauen muss. Wir wollen ja nicht durch Kollateralschäden im Sinne einer psychischen Unwohlsein dann hier mehr anrichten, als wir tatsächlich schützen. Aber das wird kommen und es ist auch so, dass gewisse Freiheiten ja gelten, die in Heimen umgesetzt werden können. Es ist ja nicht absolut strikt. Aber ein Thema, das wir auf jeden Fall aufnehmen müssen. Frau Nowak. Gerne gerade nachfragen. Wissen Sie, wie die Übertragungen in den Heimen geschehen sind? Kam das durch die Bewohner oder durch Mitarbeitende? Kann ich Ihnen so nicht sagen, wie das Ganze eingeschleppt wurde, respektive wer am Schluss verantwortlich ist. Es ist sowohl denkbar, dass es Insassinnen oder Bewohnerinnen und Bewohner, sagt man, glaube ich, eher in Heimen sind, die es mitgebracht haben. Es ist gut auch denkbar, dass das Mitarbeitende waren. Frau da Silva. Meine Frage auch an Herrn Mathis. Es gibt jetzt immer mehr diese Antikörper-Bluttests, die man findet. Diverse Hausärzte bieten das schon an. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn,
wenn sich die Leute jetzt diesen Bluttests, die Immunität testen sollen, unterziehen? 2 Punkte. Also diese serologischen Tests sind keine Immunitätstests. Das muss wirklich festgehalten werden. Mit diesen Tests kann nichts anderes im Moment nachgewiesen werden, als dass die Person in Kontakt mit dem Virus gekommen ist über den Immunitätsstatus. Sprich, ob die Person jetzt weiter angesteckt werden könnte, sagen solche Tests nicht aus. Zudem ist es so, dass diese Tests noch nicht validiert sind und dementsprechend ist die Aussagekraft sehr, sehr eingeschränkt. Die entsprechenden Untersuchungen laufen in der Schweiz und wir werden mit Sicherheit serologische Tests in Zukunft anwenden, schon nur im Hinblick darauf, dass Studien gemacht werden, wo es genau darum geht, die sogenannte Seroprävalenz festzustellen, also festzustellen, wie viele Personen in der Schweiz sich denn tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Diese Schätzungen basieren ja heutzutage auf Modellrechnungen und die Zahlen gehen da weit auseinander, also mit solchen Studien, die dann aber mit validierten Tests durchgeführt werden, auch die werden uns Aufschluss geben. Auf individueller Ebene im Moment macht das wenig Sinn, das jetzt anzuwenden. Und es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Tests, die online verfügbar sind, die man bestellen kann, Schnelltests. Aber wie gesagt, die Aussagekraft dieser Tests ist, solange sie nicht validiert sind, äußerst gering. Und es ist dann auch eher gefährlich, hier Rückschlüsse zu ziehen und zu sagen, voilà, positiver Test, ich bin mit Sicherheit immun. Also keine Vorsichtsmaßnahmen mehr, keine Hygieneregeln mehr. Ich denke nicht, dass das ist, was wir im Moment wollen. Herr Lenz. Ebenfalls eine Frage an Herrn Mattis. Wie beurteilt das BAG, wie beurteilen Sie die Frage von Hobbysport oder Amateursport in dieser Zeit, auch jetzt mit Blick auf die Lockerungen? Darf man boxen? Darf man Tennis spielen? Darf man Golf spielen? Wenn ja, in welcher Reihenfolge kommen diese Sportarten? Und was muss man dabei beachten, wenn man in einem Verein ist oder so? Danke für die Frage. Da kann ich, glaube ich, nur falsch machen, wenn ich jetzt eine Reihenfolge angeben würde. Klar ist, dass Einzelsportarten eigentlich bedenkenlos sind, dass überall da, wo wir Kontaktsportarten haben, wo wir Mannschaftssportarten haben, diese Lösungen noch präsentieren werden. Wir sind daran, für die Frage des Sportes, vor allem wenn es eben nicht Einzelsport ist, die nötigen Konzepte und Vorgehensweisen auch anzupassen und vorzunehmen, damit wir auch hier dann in einem weiteren Schritt die Lockerungsmaßnahmen umsetzen können. Also im Moment ganz klar, wer das selber tut oder wo es keine Kontaktsportart ist, was keine Mannschaftssportart ist bedenkenlos. Kontaktsportarten mal bis auf Weiteres noch nicht von den Lockerungsmaßnahmen betroffen. Herr Favre. Question aussi à Monsieur Mattis concernant noch eine Frage an Herrn Mattis zu den Lockerungen. Wie sieht es mit Kirchen aus? Dürfen Kirchen betrachtet werden, dass sie wie Geschäfte wären, wie im Mai, wenn es dort Gottesdienste gibt, oder ist es eher wieder eine Versammlung und insofern fällt es dann unter das Versammlungsverbot und wird im Juni eröffnet? Das Einzige, was erlaubt ist und wo es eine gewisse Lockerung gibt, im Sinne, dass mehr Leute teilnehmen können, sind Beerdigungen. Das war ja bis anhin im engen Familienkreis gestattet. Inzwischen, und das wird die Lockerung sein, ist das Wort eng weggefallen. Das heißt immer noch nicht, dass Beerdigungen unter Teilnahme von Dutzenden oder Hunderten von Leuten stattfinden sollen, aber dass dieses enge Familienbande oder enge Familien, dass das aufgehoben wurde, dass hier auch aus Pietätsgründen wirklich, dass da Leute Abschied nehmen können im kleinen Rahmen. Alle anderen religiösen Veranstaltungen fallen unter das Veranstaltungsverbot nach wie vor. Frau Kleck. Auch eine Frage an Herrn Mattis zu dieser leidigen Kinderfragen. Könnten Sie hier Klartext reden? Also wir haben letzte Woche gehört, dass die meisten Kinder nicht
ansteckend sind. Wir haben gehört, dass die Kinder nicht unter das Versammlungsverbot fallen, sie sich treffen können und trotzdem steht im FAQ immer noch, dass nur Kinder bis zu 5 Kinder sich treffen sollen. Was gilt jetzt genau? Die Antwort ist nicht so einfach und klar. Wir bemühen uns auch, die nötigen Studien jetzt auch in Bezug auf die Serologie auf die Schiene zu bringen, dass wir mehr wissen, was der Ansteckungsstatus von Kindern tatsächlich ist. Kinder können sich anstecken, Kinder können erkranken, aber sie sind sicher nicht der wesentliche Treiber in Bezug auf die Dynamik einer Epidemie. Und dementsprechend bleiben die Maßnahmen bis zur Öffnung der Schulen. Wie diese Schulöffnung dann im Detail aussieht, wie das umsetzbar ist, daran sind wir mit allen involvierten Partnern hier vernünftige Lösungen treffen zu können. Im Moment gelten die Maßnahmen so, wie wir sie kommentiert haben bis anhin. Herr Nibel. Eine Frage an Herrn Jakob, vielleicht auch an Herrn Mattis. Ich glaube, Ihre beiden Bundesämter sind beteiligt. Viele kleine Geschäfte machen sich Sorgen über unlauteren Wettbewerb, denn ab dem 27. können auch andere Lebensmittelläden ihr Sortiment erweitern. Letzte Woche hat man versprochen, dass es Präzisierungen geben würde zur Covid-Verordnung. Haben Sie da schon etwas? Welche Produkte dürfen zusätzlich verkauft werden in den großen Läden? Wenn ja, welche? Und wann kommen diese Präzisionen? Die Präzisierungen werden gemacht, sie werden in den Erläuterungen zur Covid-Verordnung veröffentlicht werden und das wird Mittwoch werden, wenn der Bundesrat darüber befindet am Schluss auch. Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass irgendwie das, was zum Teil gesagt oder geschrieben wurde, dass jetzt die Großverteiler quasi das ganze Sortiment wieder anbieten dürfen, das stimmt so nicht. Das wird so nicht der Fall sein. Das wird eine sehr marginale, begrenzte Öffnung des Sortiments sein, aller Voraussicht nach, aber eben der Bundesrat muss am Mittwoch darüber beschließen. Also zum Beispiel Buchläden oder Unterwäscheverkäufer oder Lippenstiftverkäufer müssen sich keine Sorgen machen. Das darf eigentlich nicht zum Sortiment gehören, der Großverteiler bei einem Notwendigkeitssortiment. Also auf die Details einzugehen. Ich habe nicht sämtliche Regelungen im Kopf, aber Kosmetika beispielsweise wären jetzt so etwas, das in einem beschränkten Rahmen, glaube ich, dann verkauft werden dürfte. Also es ist eine gewisse Ungerechtigkeit da. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber wie Herr Jakob gesagt hat, es ist nicht so, dass jetzt der Loeb dann 5 Stockwerke öffnen wird und alles verkaufen kann und darf, sondern die Einschränkungen werden da weiter so sein. Und es ist ja nicht so, dass das über eine lange Zeit in dieser Art und Weise aufrechterhalten wird. Das Ziel ist nicht zu sagen, dass die Kontakte in solchen Läden anders sind als in einem Laden, der im Moment noch geschlossen werden muss. Es ist schlicht und einfach die Menge der Leute im öffentlichen Raum, der Druck auf den öffentlichen Raum, den wir in einem ersten Schritt so gering wie möglich halten wollen, um eben nicht in eine Situation zu kommen, wo die Fallzahlen plötzlich wieder rapid zunehmen, wo die Epidemie wieder an Dynamik aufnimmt und wir wirklich wieder zurück aufs Feld 1 müssen. Dann sprechen wir dann nicht von einer Woche, die wir verloren haben, sondern dann sprechen wir dann von mehreren Wochen wieder harten Maßnahmen und die Beschränkungen, wie wir sie jetzt gemacht haben, hängen nicht zuletzt damit zusammen, dass wir den Druck im öffentlichen Raum, im öffentlichen Verkehr im Moment so gering wie möglich halten wollen. Der Erfolg, den wir gehabt haben, ist zurückzuführen auf eine massive Reduktion der Kontakte und das passiert nicht nur im Laden, sondern das passiert eben auch im öffentlichen Raum. Und darum braucht es hier eine gewisse Vorsicht, die
und das ist allen klar, mit einer gewissen Ungerechtigkeit verbunden ist. Ich glaube, es gibt keine Lösung, die gerecht für alle umgesetzt werden kann im Moment, wenn wir eben die Lockerungen schrittweise machen müssen jetzt. Herr Moser. Eine Frage an Herrn Droh zu diesen 365 Fragen. Das ist von Anfang an gerechnet. Ja, und 115 werden noch ausgeführt, oder? Warum nur 115? Weil ein Großteil jetzt fertig ist. Ein anderer Teil wurde nicht akzeptiert. Also alle Anfragen, die wir erhalten haben, also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber vielleicht so 40, die wir nicht beantwortet haben, weil wir dort keine Antwort haben seitens Armee. Dann sind wir jetzt bei 115, die jetzt immer noch in Ausführung sind und einige sind eben schon beendet. Also 40 konnten sie nicht ausführen. Der Rest, also der Unterschied zwischen den 115 und den 365, haben Sie erfüllt. Woran haben Sie vor allem gearbeitet? Also Sie wissen, welche Art von Dienstleistungen wir im Mandat des Bundesrats bekommen haben, zum Beispiel Patiententransport, das gehört dazu. Dann aber auch direkte Unterstützung in den Spitälern. Da sind wir vor allem mit Soldaten aus dem Sanitätsdienst verortet, ungefähr 1200 Armeeangehörige in 50 Spitälern. Dann haben wir auch einen Teil, die ABC-Zentren unterstützen für Tests. Das heißt, wir haben hier so 4, 5 Kategorien im Rahmen des Mandats des Bundesrates und da können wir teilweise oder komplett die Anfragen erfüllen. Wir haben alles getan, was im Rahmen des Möglichen lag und der Armeechef entscheidet, ob wir auch einmal Nein sagen auf eine Anfrage. Aber es wurde alles kontrolliert und wir haben immer überlegt, ob wir das erfüllen können oder nicht. Ich nehme 2 telefonische Anfragen von Journalisten entgegen und komme dann wieder in die Runde zurück. Herr Bögler von La Liberté. Ja, guten Tag. Eine Frage zu den Schulen. Seit dem Entscheid letzter Woche, dass ein Teil der Schulen am 11. Mai wieder öffnen sollte, gibt es ja viel Besorgnis unter Lehrpersonen. Scheint es Ihnen notwendig, hier Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Schule wieder zu starten und den Unterricht im Klassenraum und wenn ja, welche? Mir gestellt. Die genauen Schutzkonzepte sind wir im Moment daran, nicht zuletzt mit der Direktorenkonferenz, der Erziehungsdirektorenkonferenz, die auszuarbeiten. Und solange das nicht gemacht ist, möchte ich hier zu Details, wie so etwas umgesetzt werden kann, keine Stellung nehmen. Frau Rien von der NZZ. Ich habe eine Frage an Herrn Mattis bezüglich der Veranstaltung. Da steht ein Entscheid über die Verlängerung über Juni hinaus ja noch aus. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das BAG derzeit die Prognosen dafür ausarbeitet. Jetzt wollte ich fragen, worauf stützen Sie sich dabei? Weil unmittelbare Entwicklungen wie die Hospitalisierung, die für andere Lockerungen relevant sind, sind ja wahrscheinlich weniger wichtig, wenn man entscheiden muss, ob man bis Juli oder September verlängert, das Verbot. Das ist so und wir werden uns auch nicht diese Woche bereits festlegen, wie eine solche Empfehlung aussehen könnte. Klar ist, dass Großveranstaltungen wie Open Airs, wie große Fußballspiele ein großes Risiko in Bezug auf eine Weiterverbreitung beinhalten und vor allem die Rückverfolgbarkeit. Also wenn wir in eine Containment-Phase kommen, wenn wir wieder darauf angewiesen sind, Infektionsketten lückenlos zu kennen und die nötigen Maßnahmen dann eben auch hart umsetzen zu können, damit es zu keinem erneuten Aufflammen kommt, dass Großveranstaltungen diesbezüglich natürlich ein riesiges Risiko darstellen und Großveranstaltungen dementsprechend auch gefährdet sind, nach dem Juni oder Juli nicht durchgeführt werden zu können. Aber hierzu ist es im Moment viel zu früh, um Prognosen zu machen und der Bundesrat wird die nötigen Entscheide zum Zeitpunkt treffen, wo die Informationen vorliegen und dann auch entsprechend kommunizieren. Frau de Gott.
Eine Frage aus der Wirtschaftsredaktion. Wer wird denn diese Schutzkonzepte validieren für die Unternehmen, die nächste Woche schon wieder loslegen? Coiffeure, Gartencenter, Zahnärzte. Ist es das SECO? Ist es das BAG? Und wann werden diese Konzepte validiert? Okay. Also die Schutzkonzepte, die werden BAG, SECO unter Einbezug auch der anderen Bundesämter zurzeit erarbeitet. Das ist aber eben, ich habe es vorhin gesagt, in Bezug auf den Tourismus, das sind nicht Schutzkonzepte, die dann irgendwie branchenspezifisch sind, sondern dort werden eigentlich Schutzkonzepte für Arten von Tätigkeiten, beispielsweise personenbezogene Dienstleistungen, dann definiert. Es ist dann effektiv auch Sache der Branchen, der Branchenverbände, das runterzubrechen auf ihre Bedürfnisse. Ich würde mal so sagen, ich kann das vom Tourismus her sagen, das ist eigentlich ein rollender Prozess. GastroSuisse, Hotellerie Suisse haben bereits schon auch für ihre Bereiche Schutzkonzepte entwickelt, an den Bundesrat gestellt. Das muss jetzt aufeinander abgeglichen werden und es muss jetzt im Fall des Tourismus sicher auch geschaut werden, wie kann man diese Schutzkonzepte dann auch so ausgestalten, dass sie dann nicht nur punktuell für den einzelnen touristischen Betrieb gelten, sondern eigentlich auch für eine ganze Destination anwendbar sind, weil das bringt sonst herzlich wenig, wenn man weiß, eben Restaurant oder Hotel XY hat offen, aber ich weiß nicht, wie ich dazu komme, ob die Läden im Umfeld geöffnet haben, welche Läden geöffnet haben, wie ich dorthin komme, ob ich Ausflüge von dort machen kann. Das braucht noch eine ziemliche Arbeit, jetzt sage ich es mal, im Bereich des Tourismus auf jeden Fall. Aber vielleicht der Matthias wird. Ich schließe mich dem an, einfach noch zur Ergänzung, es wird keine Validierung auf Stufe Bund geben, also weder das SECO noch das BAG werden Branchenkonzepte oder Detailkonzepte in dem Sinne bewilligen oder für gut erklären. Das Mekano ist, das Grobkonzept kommt vom Bund, das werden nicht allzu viele Grobkonzepte sein. Es werden Themenbereiche abgedeckt werden, wie das Herr Jakob gesagt hat. Branchen machen Branchenkonzepte, daran sind sie schon. Und am Schluss ist es natürlich dann auch am einzelnen Anbieter oder am einzelnen Laden dann seine Detailkonzepte zu machen. Die Umsetzung muss ja dann in seinen oder in ihren Räumlichkeiten machbar sein für die Kontrolle und für den Vollzug, respektive dazu, dass allenfalls ein Laden nicht öffnen dürfte. Dazu sind dann die Kantone zuständig. Das heißt, es gibt keine Validierung, aber allenfalls Kontrollen? Von Seiten Kantone ist das dann durchaus möglich, dass diese Konzepte dann auch angewandt werden. Ja. Herr Grosjean. Herr Grosjean spricht ohne Mikrofon. Es gibt Risikogruppen, denen Sie sagen, bleiben Sie zu Hause, 65 und drüber. Es gibt manche, die 70 sind und total fit, die nicht krank sind. Die finden das ein bisschen jung. Warum machen Sie das weiter? Wieso halten Sie diesen Diskurs weiter? Ist das nicht eine Diskriminierung gegenüber diesen Menschen, die sagen, das ist reine Willkür? Es ist ja nicht so, dass, also gut, die Altersgrenze 65, voilà, da kann man drüber streiten, ob jetzt 64 und 66 auch noch dazu gehört. Was wir sehen ist, je älter die Personen werden, desto höher wird das Risiko und diesen Personen nach wie vor zu empfehlen, vorsichtig zu sein, die Maßnahmen konsequent umzusetzen, hängt damit zusammen, dass das diejenigen Personen sind, die schwere Krankheitsverläufe haben werden, aus statistischer Sicht und die am Schluss dann eben unter Umständen auf den Intensivstationen landen. Also wir wollen ja einerseits das Gesundheitssystem schützen, aber andererseits eben auch die besonders gefährdeten Personen. Und Schutz heißt in diesem Fall halt leider immer noch möglichst wenig Kontakte, möglichst wenig Interaktionen im öffentlichen Raum mit der Bevölkerung, um eben Infektionen verhindern zu können. Und das wird bis auf Weiteres so bleiben. Frau Imboden.
Ich habe eine Frage an Herrn Mattis. Hält sich die Bevölkerung nach wie vor in gleichem Maße an die Empfehlungen des Bundesrates, Abstand zu halten, zu Hause zu bleiben, oder stellen Sie da gewisse Ermüdungserscheinungen fest? Wenn ich heute Morgen die Zeitungen oder die Medien gesehen habe, gibt es, glaube ich, gewisse Ermüdungserscheinungen. Ich glaube, gerade in Zürich hat die Polizei doch etliches zu tun gehabt, so kleine Versammlungen im öffentlichen Raum aufzulösen. In Bezug auf die Mobilität, da liegen uns aber nur die Daten von gestern vor, ist da nicht eine riesige Veränderung sichtbar. Ich habe das Gefühl gehabt, heute Morgen im Bahnhofsbereich hat es ein bisschen mehr Leute gehabt, aber ob das jetzt eine Tendenz ist, sicher ist, wir werden alle müde, diese Maßnahmen umzusetzen. Sie schränken uns ja auch ein. Viele sind seit langem zu Hause am Arbeiten, denen fällt die Decke auf den Kopf, die möchten wieder irgendwo soziale Interaktionen. Das ist eine Schwierigkeit, das ist eine Herausforderung, aber nur, wenn wir jetzt bei den Lockerungen diese Maßnahmen einfach bereit sind, weiter einzuhalten, haben wir eine Chance, die Lockerungen so umzusetzen, dass alle mindestens ein bisschen profitieren können, ohne dass die Situation eben wieder entgleist. Und ich hoffe, die Leute sind sich nach wie vor bewusst, dass jede und jeder einen Beitrag leisten muss, dass die Normalität einfach nächste Woche noch nicht vor der Tür steht. Covid wird uns weiter begleiten und wir werden weiter Maßnahmen umsetzen müssen. Vor allem das Abstand halten wird in den kommenden Wochen und Monaten zu unserem Leben gehören müssen. Also wenn ich noch nachfragen darf, Ihre Swisscom-Datenauswertung zeigen keine großen Veränderungen? Nein, die haben auch über das Osterwochenende jetzt nicht eine massive Zunahme gezeigt. Es hat ein bisschen zugenommen, die Mobilität, aber im Großen und Ganzen, wenigstens nach diesen Zahlen, halten sich die Leute in der Schweiz nach wie vor an die Vorgaben. Herr Tischhauser. Eine Frage an Herrn Jakob. Sie haben ja von diesen Destinationen geredet im Tourismus. Ich nehme an, Sie machen das so Modelldestinationen. Ich denke da beispielsweise an Zermatt, wo Sie nur mit dem Auto nicht hinkommen, wo Sie mit dem Zug hin müssen. Da müsste es ja eigentlich eine Obergrenze geben, eine Zahl. Mehr dürfen da nicht hin, sonst kann man den Abstand nicht halten, oder wie ist das? Ja, also primär fängt es mal an auf der Ebene des einzelnen Betriebs, also Hotel, Gastronomie, Seilbahn. Also ob es dann irgendwo Begrenzungen geben wird pro Destination, das denke ich jetzt, das sehe ich so nicht, weil wer kontrolliert das wie auf welchen Wegen nach Zermatt fährt, aber nur vorbeifährt, ja bei Zermatt ist es schwierig, oder ob er da je nach anderer Destination dann weitergeht. Also daran arbeiten wir bisher zumindest nicht, pro touristische Destination eine Höchstzahl von Touristen zu definieren. Frau Nowak. Auch eine Frage an Herrn Jakob. Sie haben gesagt, dass der Bund auf die Rückzahlung von gewissen Restkrediten von der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit verzichtet. Heißt das, die bis jetzt nicht bezahlt haben und sich nicht an die Fristen gehalten haben, werden jetzt quasi belohnt und die anderen haben halt Pech gehabt, oder wie muss ich das verstehen? Nein, gar nicht. Also das ist eigentlich noch ein Restbestand aus der letzten Krise, wo 2011, glaube ich, war das, bei den Stabilisierungsmaßnahmen die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit ein Zusatzdarlehen vom Bund bekommen hat von 100 Millionen. Diese 100 Millionen wurden nicht ganz aufgebraucht. Da war noch ein Restbestand übrigens von 5,5 Millionen, der aber jetzt quasi erlassen wurde, der SGH, damit die SGH mehr Flexibilität hat, um eben auch nachträglich, das war jetzt so das Angebot, dass Hotels, die in den Jahren 2018 und 2019 in Infrastruktur finanziert haben, aber Cash bezahlt haben, die konnten das in Darlehen umwandeln mit diesen Mitteln und zusätzlichen Mitteln, die auch bei der SGH vorhanden sind. Herr Zahler. Eine Frage an Herrn Mattis. Sie haben ganz am Anfang dieser Medienkonferenz von der Verschlechterung der Situation in Singapur und in Japan geredet.
Kann man schon Schlüsse daraus ziehen? Ist da eine zweite Welle vorhanden oder wurden uns Zahlen nicht oder verschwiegen oder wie ist das zu interpretieren? Zum zweiten Teil, nein, ich denke, weder in Singapur noch in Japan wurden Zahlen verschwiegen. Ich glaube, es ist vielmehr eine Entwicklung, die damit zusammenhängt, dass Maßnahmen vielleicht eben auch nicht mehr so streng umgesetzt wurden. In Singapur erstaunt das ein bisschen, weil sie haben wirklich über lange Zeit die Situation so beeinflussen können, dass es zu ganz wenig Übertragungen gekommen ist. In Singapur von einer zweiten Welle zu sprechen, ohne dass es eigentlich eine erste gegeben hat, würde ich sagen, nein. Aber was wirklich passiert, das ist ein bisschen früh, jetzt hier Aussagen machen zu können. Es ist sicher für die weltweite Lageeinschätzung einfach nicht ein sehr positives Signal, dass es trotz strengen Maßnahmen, gerade was das Containment auch in Singapur angeht, dass es da einfach zu Fallzahlen kommt oder zu deutlichen Zunahmen kommt, die wir in den letzten Wochen nicht gesehen haben. Also zu sagen, Asien ist als Ganzes über den Berg, das ist durch da, das trifft einfach mit Sicherheit nicht zu im Moment. Herr Lenz. Eine Anschlussfrage noch an Herrn Mattis. In Ihrer internationalen Auslegeordnung haben Sie die Situation auf den griechischen Inseln nicht erwähnt, namentlich in den Flüchtlingscamps. Wie beurteilen Sie die Situation dort und was tut konkret das BAG, um dort medizinische Versorgung sicherzustellen und beispielsweise Schutzprodukte zur Verfügung zu stellen? Ich beginne vielleicht mit dem zweiten Teil. Das BAG hat weder eine Kompetenz noch irgendeine legale Basis, um in Griechenland tätig zu werden. Wenn im Ausland Tätigkeiten getroffen werden, läuft das nach meinem Wissen über die DEZA, die da tätig werden müsste, respektive allenfalls tätig ist. Ich kann das nicht beurteilen, ob da Maßnahmen umgesetzt werden. Die Situation ist unklar in diesen Gebieten oder Regionen, wo diese Flüchtlinge sich im Moment aufhalten. Es ist natürlich in Bezug auf die Verhältnisse, die da herrschen, nicht sehr schwierig, sich vorzustellen, dass wenn da tatsächlich Corona eingeschleppt wird, und es ist davon auszugehen, dass das früher oder später der Fall ist, dass die Ausbreitungen in diesen Flüchtlingslagern dann wahrscheinlich relativ schnell auch vor sich geht. Aber im Moment gibt es keine verlässlichen Zahlen nach meinem Wissen, die das bereits dokumentieren würden im breiten Stil. Frau da Silva. Auch noch eine Frage an Herrn Mattis zu den Schulöffnungen. Und zwar gibt es in der Romandie Stimmen, die sagen, es ist uns zu früh, in Waadt und in Genf vor allem. Was sagen Sie zur Kritik, dass die Westschweiz zu wenig berücksichtigt wurde in dieser Entscheidung, die Schulen zu öffnen? Schulen sind ein äußerst emotionales Thema und ich denke, all die Eltern, die sich jetzt im Homeschooling befinden und sich darauf freuen, die Kinder wieder in die Schule zu schicken, wenn es dann tatsächlich soweit ist dann das Gefühl vielleicht auch wieder ein anderes in Bezug auf die Romandie. Ja, die Situation ist eine andere, aber auch die ganze Einstellung zur Bewältigung der Krise ist zwischen der Romandie und der Deutschschweiz und dem Tessin eine andere. Der Rösti-Graben existiert hier und ich denke, wir hören unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie durchaus, aber am Schluss wird es ein gesamtschweizerisches System geben müssen in Bezug auf die Schulen. Alles andere, denke ich, wäre schon nur aus Gründen der Machbarkeit wäre dann ganz schwierig und wir werden sehen, wie wir die Schulöffnungen umsetzen, wie das vor sich geht, wie die genauen Konzepte dann sind. Da kann ich einfach im Moment noch keine Details sagen. Aber es ist ein emotionales Thema und das wird sicher, wenn es um die Schulöffnung geht, ein Thema sein, das breit diskutiert werden muss. Und ich denke, da werden die Ansichten weit auseinandergehen, ob das richtig ist und das Richtige gemacht wird. Herr Moser. Ja, Herr Mattis, ich habe eine Frage.
Sie haben viel, und Ihre Vorgänger und Herr Koch hat sehr viel über den Schutz der Gesundheitssysteme geredet. Und haben Sie nicht langsam das Gefühl, dass Sie das Gesundheitssystem zu Tode geschützt haben? Wenn ich gewisse Kantone wie Aargau sehe, wo nichts mehr läuft in den Spitälern. Das glaube ich überhaupt nicht. Bis vor kurzem waren 400 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Hätten wir die Kapazitäten, respektive hätten die Spitäler und die Kantone die Kapazitäten nicht massiv ausgebaut, wären wir mit diesen 400 Patienten an den Kapazitätsgrenzen angelangt gewesen. Und wir diskutieren jetzt darüber, die elektiven Eingriffe wieder zu ermöglichen, also nicht nur ambulant Lockerungen umsetzen zu können, sondern auch stationär. Das Problem hier wird sein, dass die Medikamente, die dazu verwendet werden müssen, im Moment so limitiert sind, dass sich die Frage stellt, wie viele elektive Eingriffe überhaupt gemacht werden können. Weltweit ist die Nachfrage aufgrund der Covid-Krise nach Muskelrelaxantien, nach Anästhetika so hoch gestiegen, dass nicht sichergestellt werden kann, wenn jetzt wenn der stationäre Betrieb wieder langsam aufgenommen wird, dass dann auch genügend Medikamente überhaupt zur Verfügung stehen. Erlauben Sie mir eine Nachfrage. Gab es einen Moment in den letzten 4 Wochen, der den Einsatz der Armee wirklich notwendig machte? Also wo Sie wirklich mit dem Gesundheitssystem ans Limit gekommen sind in der Schweiz? Das kann ich nicht beurteilen. Die Kantone haben die Begehren an die Armee gestellt und ich gehe davon aus, dass diese begründet waren. Aber da kann Herr Trot sicher besser Antwort geben. Ich kann probieren. Ja, grundsätzlich ja. Die Antwort ist ja, weil ich vermute, dass diese 50 Spitäler haben total eine neue Funktionieren eröffnen. Das ist nicht eine Standardfunktionieren, wie die sie vor der Covid-Krise gehabt haben. Und das wissen sie bestens. Sie haben das neu organisiert, die haben Teile von der Spitalaktivitäten geschlossen und neue eröffnen. Neue eröffnen ist Covid-Patient. Und für diese Leistungen, für diese Kapazität, für das, was der Qualität ist in der Betreuung von Covid-Patienten, ist dann die Armee eine der Tools, die Mittel, die wir haben in dieses Land. Und für das haben die Kantone dann für das und nur für das diese Bedürfnisse eröffnet mit uns zusammen. Das war das Ziel. Und für das ist jetzt in der Phase, wo wir sind, wo langsam die Spitäler kommen auf der Normalität, so ist es mindestens angesetzt, sehen wir vor, dass auch die Gelegenheit gibt, wieder einmal ein Equilibrium zu finden zwischen das, was der Auftrag Covid ist und das, was der normale Betrieb eines Spitals ist. Und für das, mit der Sanco, sind wir in enge Absprache mit den Kantonen. Ich nehme eine telefonische Anfrage entgegen von Herrn Gänger von Kisten SDR. Danke. Ich habe noch mal 2 Nachfragen wegen der Schutzkonzepte an Herrn Mattis oder Herrn Jakob. Und zwar wurde letzten Freitag gesagt, dass diese Grobkonzepte Anfang dieser Woche veröffentlicht werden. Meine Frage ist, wann genau und wo? Plus, wenn in diesen Grobkonzepten dann von einer Schutzmaskenpflicht die Rede wäre, würde das zertifizierte Schutzmasken sein oder könnten das auch improvisierte oder selbst gebastelte sein? Dankeschön. Ja, also meines Wissens sind die Grobkonzepte, also eben die nicht die branchenmäßigen Konzepte, sondern wirklich die für einzelne Tätigkeiten dann gewisse Maßnahmen vorsehen, die werden jetzt, heute oder morgen erarbeitet. Und die Veröffentlichung, vielleicht kann der Herr Mattis, ist das am Mittwoch, Mittwoch veröffentlicht zu den, ganz sicher werden Hygienevorschriften dabei sein, das Distanzhalten wird dabei sein. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Elemente der Maskentragpflicht dabei sein werden, oder bin sogar sicher, aber da hat Herr Mattis sicher die genaueren Angaben. Also wenn wir Masken empfehlen, dann sind das soweit zertifizierte Masken, dass sie dem Standards für Hygienemasken entsprechen müssen und nicht selbst gebastelt im professionellen Umfeld. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus der Runde? Frau Nowak.
Ja, noch eine Frage an Herrn Mattis. Ein anderes Land, das Sie nicht erwähnt haben in Ihrer internationalen Auslegeordnung, ist Schweden. Können Sie uns, wir haben ja einen anderen Weg eingeschlagen als die meisten anderen Staaten, können Sie die Entwicklung dort kurz kommentieren, auch jetzt aus gesundheitspolitischer Sicht? Die Fallzahlen in Schweden nehmen zu, die sind nicht explosionsartig. Schweden hat vor allem aber in Altersheimen und Pflegeheimen große Probleme gehabt. Das ist da zu sehr vielen Fällen gekommen. Wir werden sehen, wie sich die Situation in Schweden weiterentwickelt. Ich wage zu bezweifeln, ich habe das gehört, dass man davon ausgeht, dass im Mai die Durchseuchung so weit sei, dass die Herdenimmunität zum Tragen kommt. Ich kann mir das schlicht und einfach nicht vorstellen, dass Schweden jetzt in den nächsten 2-3 Wochen Zehntausende von Fällen hat. Auch Schweden wäre für eine Herdenimmunität, rund 2/3 der Bevölkerung müsste sich infiziert haben. Ich kann mir das in dieser Geschwindigkeit schlicht nicht vorstellen und ich glaube, Bilanz ziehen, das tun wir dann ganz am Schluss, wer jetzt hier den sinnvolleren oder besseren Weg gegangen ist. Es ist nicht so, dass das in Schweden explodiert, es ist aber auch nicht so, dass sie überhaupt keine Zunahmen haben. Also im Vergleich mit den umliegenden skandinavischen Ländern ist im Moment in Schweden sind die Zunahmen sicher am deutlichsten. Herr Lenz. Nochmal eine Frage an Herrn Mattis. Sie haben eingangs erwähnt, dass die Ansteckungszahlen gesunken sind. Seit einer Woche sind sie zwischen 200 und 400 Fällen. Ist das Niveau, auf dem man wieder ein systematisches Contact Tracing durchführen kann? Oder müssen sie noch weiter sinken, erstens? Und zweitens, wie muss man sich den Übergang zu diesem systematischen Contact Tracing vorstellen? Sagt da einmal der Bund, ab jetzt gehen wir jeder Kette nach? Oder geht das von den Kantonen und den Spitälern aus? Oder wie ist das? Wir werden sicher die Infektionszahlen noch senken müssen und noch deutlich senken müssen. Ich möchte mich nicht auf eine abschließende Zahl festlegen, aber es sind so Grössenordnungen 100 maximal, die handelbar sind. Sie müssen dann davon ausgehen, dass für jede erkrankte respektive infizierte Person die Kontakte über mehrere Tage zurückverfolgt werden müssen. Das ist jemand, der beispielsweise arbeitstätig ist, sind das dann bald einmal Dutzende von Kontakte, die abgeklärt werden müssen, die dann auch in Quarantäne gesetzt werden müssen. Also wir müssen sicher noch deutlich runter. Wo dann diese Machbarkeitsgrenze ist, das werden wir sehen. Es ist aber nicht so, dass das nicht gemacht wird. Es gibt durchaus Kantone, die nach wie vor in ein gewisses Containment umsetzen, die Übertragungsketten wirklich versuchen zu identifizieren. Es ist ja auch nicht so, dass die Epidemie in allen Kantonen und allen Regionen gleich stark zugeschlagen hat, sage ich einmal. Vor allem in der Romandie haben wir und im Tessin diese großen Ausbrüche, hohe Inzidenzen. Wir haben die Zentralschweiz, wo es zu sehr, sehr wenigen Fällen gekommen ist. Und ich gehe im Moment eher davon aus, dass das ein bisschen ein schleichender Prozess sein wird, dass das nicht ein sehr aktiver Entscheid sein wird. Ab heute ist das so. Die Ressourcen müssen zur Verfügung stehen, die Prozesse müssen zur Verfügung stehen in den Kantonen. Es werden die Kantone sein, die für die Umsetzung zuständig sind. Das werden wir zusammen mit Ihnen erarbeiten und wie sich das genau gestaltet, das werden wir sehen. Aber einzelne Elemente werden sicher jetzt nach und nach umgesetzt werden, eben auch um die Infektionszahlen weiter senken zu können. Frau da Silva. Noch eine Frage an Herrn Mattis und vielleicht an Herrn Droh. Zu den Schutzmasken und Schutzmaterialien, die jetzt der Bund in großen Mengen kauft, für wen sind die bestimmt? Sind die auch für die Bevölkerung bestimmt? Und falls ja, wie soll die verteilt werden?
Also im ersten Schritt sind Sie sicher, sollte das auf den normalen Kanälen nicht möglich sein, wird der Bund subsidiär eingreifen, um diese Schutzkonzepte unterstützen zu können. Also nach wie vor Fokus ist das Gesundheitswesen. Da pumpt der Bund mit den Kantonen zusammen oder über die Kantone weiter das nötige Schutzmaterial ins System. Dafür beschafft er schon lange, und subsidiär würde der Bund sicher zur Verfügung stehen, wenn es jetzt im Rahmen der Lockerungen Masken braucht, um Schutzkonzepte umsetzen zu können, dass diese Masken zur Verfügung stehen. Eine breite Maskentragpflicht in der Bevölkerung ist im Moment nicht vorgesehen und dementsprechend auch keine Verteilung. Aber ich denke, da müssen wir jetzt einfach sehen, wie die Entwicklung ist und was Sinn macht und vor allem auch, wie viele Masken am Schluss beschafft werden können. Die Absicht zu beschaffen ist das eine, was dann tatsächlich über den Markt generiert werden kann, das ist dann das andere. Gibt es noch weitere Fragen, Herr Nebel? Ja, noch einmal eine Nachfrage zu den Masken. Wenn wir das richtig gehört haben am Wochenende, dann wurden sie sehr teuer gekauft auf dem Markt. Also sie werden wohl nicht verteilt, sondern verkauft. Wenn jetzt der Marktpreis wieder in den nächsten Monaten sinkt, gibt es dann nicht das Risiko, dass der Bund große Mengen auf Lager hat, die er dann nicht mehr verkaufen kann, weil sie zu teuer eingekauft wurden? Wollen Sie zur Beschaffung etwas sagen, Herr Droh? Ja, ist es sehr schwierig für mich, grundsätzlich für die Armee. Wir haben eine Verantwortliche ernannt, das wissen Sie. Brigadier Markus Neff, und er hat auch eine ganz klare andere Schiene erhalten, Finanzierung, alles. Aber so wie ich informiert bin, ist diese Woche vorgesehen eine Kommunikation über das von ihm, ganz präzise dann. Ich werde das ihm lassen, weil alle diese Details habe ich leider nicht. Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, es wurde ein Kredit gesprochen. Es heißt nicht, dass zu diesem Preis eingekauft wird, sondern das ist ein Kredit, der eine gewisse Menge umfasst, und natürlich wird man so billig wie möglich versuchen zu beschaffen, und im Moment geht es nicht darum, dass man zu große Lager beschaffen würde, sondern dass überhaupt das zur Verfügung steht, was gebraucht wird, einerseits im Gesundheitswesen, andererseits aber eben auch, um die Schutzkonzepte umzusetzen, und dass im Moment Preise auf den Weltmarkt gefordert werden, die weit über dem liegen, was Mitte letztes Jahr verlangt wurde. Das ist klar, und dass die Einkäufe nicht mehr zu diesen Preisen stattfinden können, ist auch klar. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kredit oder die Kreditlimite, die jetzt gesprochen wurde, auch tatsächlich ausgegeben wird. Es ist ja nicht so, dass für alle Masken bereits Kaufverträge entsprechend auch bestehen. Frau da Silva? Nochmals eine Frage an Herrn Jakob. An Herrn Jakob, genau. Ja, genau. Danke. Jetzt können ja auch indirekt Betroffene, selbstständig Erwerbende seit letzter Woche Erwerbsersatz beantragen. Die Ausgleichskassen melden jetzt ja schon eine Flut von Anträgen, aber bei den direkt Betroffenen, die warten ja schon länger auf ihre Gelder. Also gibt es da einen Auszahlungsstau? Müssen wir das befürchten, dass die Leute zu lange auf ihr Geld warten müssen? Also, dass es bei den kantonalen Ausgleichskassen wirklich ein Ausgabestau gibt, das generell kann man so nicht sagen. Es gibt gewisse Verzögerungen, ja. Das ist einfach aufgrund, da geht es nicht um einen Faktor irgendwo 2 oder 3, sondern ein Faktor vielleicht 10 oder 20, was hier an Arbeit zu bewältigen ist. Ich könnte Ihnen aber jetzt ganz genaue Angaben zu Stau oder wie viel Überhang es da gibt, nicht geben. Das ist beim Kollege Boris Zürcher in Bearbeitung. Ich schaue mal, ob ich es in den Unterlagen habe, kann ich Ihnen noch nachträglich sagen. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine Fragen mehr. Dann würden wir diesen Point de Presse hier beschließen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Willkommen zur Tagesschau und das gibt am Wochenbeginn zu reden. Zunehmende Streitigkeiten. Der Ton zwischen US-Präsident Trump und einigen Gouverneuren wird immer gehässiger. Nothilfe mit Ablaufdatum. Die viel gelobte Kurzarbeit wirkt nur vorübergehend als Wundermittel. Entsetzen in Kanada. Bei einem Amoklauf sterben mindestens 17 Menschen. Und das Wetter, Regen im Tessin, im Norden teils sonnig, teils bewölkt, nur vereinzelt nass. In den USA liefert sich Präsident Trump weiterhin einen rhetorischen Kleinkrieg mit den Gouverneuren einiger Bundesstaaten. Meist handelt es sich dabei um Mitglieder der gegnerischen Demokraten.